Willkommen zurück hier bei The Witcher 3 Hearts of Stone. Ja, die Abenteuer für unseren guten Geralt von Riva gehen immer noch weiter hier und sein Tattoo hat er immer noch. Das ist, ich meine, es sieht schon ein bisschen dämlich aus, wenn man das so sagen soll. Ganz ehrlich, vor allem da irgendwie oben rechts von Essen, was soll das da unten sein? Naja, jo, für heute mal gedacht, anstatt mal die Hauptquest normal nachzugehen, der zarte Hauch des Bösen, könnten wir doch jetzt mal die Sidequest ein bisschen angehen. Vor allem die eine davon spricht sehr viel Spannung zu versprechen. Was spricht sehr viel Spannung? Das ist auch ein schlechter, der Spruch. Und zwar Verzauberung. Anfangs kostet wir suchen Runenschmied und erfahren mehr über sein Handwerk. Ein Runenschmied. Das ist etwas komplett Neues. Und er ist auch ziemlich noch weiter, wenn man es gerade sieht, aber gut. So, wir kommen hier in Yantra. Das ist ein neuer Ort von dem her, aber wir haben hier vielleicht neue Quests. Mal gucken. Geschenkt, Artax Beam-Phantom, das sagt mir noch etwas, okay, ist nur das, sehr gut. Nee, es hat nichts mit Hearts of Stone zu tun, deswegen kann das noch ein bisschen auf sich warten lassen, jo. Jetzt als die Schnellreise, es geht also doch, wow, ja, also mittlerweile geht es echt weit hier nach hinten. Alter Schwede. Verdammt, waren wir trotzdem fast schon hier, da ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Dann ist der Wegelboot, ach ja, das ist auch noch Zeiten gewesen. Aber egal, wir gehen hier hin. Weil ich habe die Befürchtung, dass ich direkt hier bin, dass mit der Hauptquest weitergeht. Und nee, ich will doch zuerst mal ein bisschen mit dem Runenschmied machen. Jetzt müssen wir mal angucken, wa? Was ist der Runenschmied genau? Ist er nicht der Weidler, wa? Nee. Verwirrung, fast gleich aus die Hütte. Plötze, komm her, mein treues Pferdchen. Dankeschön. Und aufgesessen. So. Jetzt mal gucken. Scheiß Markierung drin, hallo, jetzt los. So, Problem gelöst, ich gehe trotzdem nicht direkt hier rüber, sondern doch ein bisschen so offensichtlich. Ich gehe mal hier runter, war. Gut, ja. Ordermark gibt es keine mehr. Ob es irgendwie sonst mit dem Add-on jetzt Hearts of Stones noch irgendwas anderes mitgegeben hat, sei es noch mehrere Hexaufträge, neue Rüstungen, kann natürlich durchaus sein. Dann werden wir die hoffentlich bald schon entdecken. Ansonsten, man sieht zwar, es sieht natürlich schon viel größer aus. Das Update hat natürlich das Gebiet hier vergrößert. Vorher war irgendwie hier schon Schluss, oder? Hier drüben. Jetzt hier eigentlich das alles schon ein neues Gebiet. Das ist ja schon geil, keine Frage. Man sieht es hier noch ganz gut, was abgeschnitten ist, plötzlich ein bisschen weiter. Aber ich denke daher nicht, dass... Vielleicht hier drüben noch ein bisschen, wa? Ja, da Ochsenvor könnte doch noch was sein. Dass man hier vielleicht noch ein paar neue Dinge erblickt, aber ich denke jetzt irgendwie... Also dass man irgendwelche Schemen zu neuen Rüstungen irgendwie auf der alten Map noch, oder sprich auf dem Rest der ganzen Karte hier verstreut hat, glaube ich weniger. Naja, Blumenweine sind irgendwo hier da unten, aber das ist ein ganz anderes Thema. Komm schon, Plätze. Soll ja auch doppelt so groß sein wie hier das Teil, also sprich wie Hearts of Stone, und da denke ich mir schon, jetzt habe ich erst jetzt die Markierung. WTF. Sag ich nie überhaupt, das ist Markierung, das ist, naja. Egal, okay, Markierung erst jetzt, gehen wir mal hier hin. Ja, soll das sagen, genau, Blood and Wine soll doppelt so groß sein wie Hearts of Stone, alleine schon was das Story-Modus betrifft. Und da denke ich mir schon, ja, wenn man ein komplett neues Gebiet hat, kann es schon relativ viel dann auch einbinden. Und ist halt die Frage, ist dann sein wir, kann man es auch noch mit irgendeinem Hauptspiel kombinieren, wie es jetzt noch der Fall ist, mit Hearts of Stone? Oder wird es generell erst nach der Hauptstory spielbar sein, weil wenn man schon dann irgendwie wieder sagt, ja, wir bauen trotzdem Fringilla ein, weil Tuse oder vom Gebiet muss ja fast Fringilla sein, dann ist vorher irgendwie, naja, fast schon ein bisschen unlogisch. So, ich gucke gerade, ob ich hier unten noch welche Punkte machen soll, Markierungen. Geh mal oben rüber, war. Aber ja, bis soweit ist mit Blut und Wein, das wird noch lange dauern. Das ursprünglich hieß erstes Quartal 2016, mittlerweile heißt nur noch erstes Halbjahr. Gut, ich meine, Quartal wäre Januar, Februar, März. Jetzt halt noch April, Mai, Juni hinzugekommen. Ich schätze, also vermutlich eher April. Und wie her? Die Art sagen irgendwie auch etwas. Steht so auf, das weiß nicht mehr, mal alle mit, vielleicht ist einer davon ja irgendwie noch
Quest spurlos. Ja, was haben wir anderes kosten? Ja, spurlos ist auch eine neue Quest. Ja, ist ein bisschen doof. Ich dachte eigentlich, hier würde es auch dran stehen, wegen, ja, übrigens, das ist Hearts of Stone Quest. Davon haben wir jetzt gar nichts gemerkt. Der Ort ist auch neu. Moment bitte, Moment. Ja gut, nee, das anschauen können wir später noch. Jetzt erstmal die Plötze, weiter zum Runenschmied, wa? Das ist eigentlich unser Ziel. Immer noch. Wie gehe ich da ein bisschen durch? Da ist ein Fragezeichenpunkt, also gehe ich ein bisschen mal hier runter. Ja, ho, alter Schimmel. Was? Ein grüner Neckar, ernsthaft jetzt? Hä, sieht plötzlich anders aus. Seltsam. Na, wir kommen sicher nochmal später von ihr vorbei, also in dem ja kein Problem. War jetzt gerade ein bisschen überrascht. Hä? An dem Punkt aber schon richtig gemacht hier, wa? Ja, bin nur irgendwie falsch. Ist schlecht, ey. Gut, dann haben wir hier also ein Nest hier in der Mitte. Wie was machst du direkt mal platt? Das ist ja kein Problem, dauert nicht lange. Der war nicht schlecht. So, dann mal gucken. Monsternest. Ich würde bitte wieder mit Gwen arbeiten. Dankeschön. Ja, so ein paar Necker. Hä? Die sehen aber ein bisschen anders aus als Necker, die ich kenne. Hä, haben die ein neues Aussehen bekommen, oder? Das sieht ja normal aus. Okay, die sind einfach nur Deko, wa? Hey, sind Cosplayer. Hä? Anschlecht. Gut, runtergehen aber auch momentan nicht. Außer ich würde noch in eine Mod laden, mit der ich mal den Baum hier ein bisschen ausbauen könnte. Moment, also spiele ich natürlich den Baum hier. Aber ganz ehrlich, ich habe nur 4 Stück, muss ich schon sagen. Alter. Also mittlerweile hat er schon gerne irgendwie vielleicht mal 5 oder 6 davon. Vor allem nach dem New Game Plus kann ich versichern, wenn dann irgendwie eine Stufe 60 bis 70 seid und so viele Punkte habt, dann wäre es auch lieb, wenn ihr ein bisschen mehr hättet. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Jo, so macht es ja immer. Na, kann noch ein paar? Nö. Hätte noch sein können. So, was kriegen wir hier Schönes? Neckarherz noch. Oh, da werden wir uns freuen für ein paar Tränke noch. Ja. Oh. So, gut, alter Plötze. Mach's bitte ein bisschen plötzlich. Hallo. Ja. Langsam. Noch langsamer geht gar nicht, Geralt. Menschenskind, langsam. Gut, nee, wir sind ja fertig. Also, der Point of No Return, die irritiert mich gerade ein bisschen. Dankeschön. So, jetzt aber hoch da. Zum Zielpoint. Zum Point of Torchwood. Das soll also hier sein, wa? Weißt du was? Wir machen mal Tag, das ist mir sonst ein bisschen zu irritierend hier. Ist eigentlich keine normale Sidequest, sondern eben, also sprich mit dem Monster und so etwas. Nee, es geht darum, sein Handwerk noch zu erfahren. Grüß. Hättest du einen Moment deiner Zeit? Ich denke schon. Hä? Zu ihm muss ich, aber hier ist Verwirrung. Moment mal. Das sind diese O4-Typen. Für dich ein Angebot, weißhaariger Mann. Übrigens, diese O4-Typen, die gibt es scheinbar doch schon in den Büchern, beziehungsweise wurden da mal erwähnt. Jo. Und zwar von doch 3 Bullen. Offenbar, ich war darum ein bisschen überrascht und dachte, hä, hab ich das echt mal gelesen? Ist ein weiter Weg bis Ophir. Ein weiter Weg voller Gefahren. Aber bei uns zu Hause sagt man, im Mut zum Risiko liegt große Ehre. Hat was. Unbestritten. Hält aber meinen Erfahrungen nicht stand. Gefahren gibt es viele. Ehre eher nicht. Weil dem Risiko Absicht vorausgeht. Eine Absicht ist wichtig. Den weiten Weg ich auf mich nahm, um das Unbekannte zu bewundern und mir und meinem Lehnsherrn zu bringen. Die Welt wir müssen erkunden, jungfräuliche Länder entdecken, neues Wissen unter unseren Brüdern verbreiten. Denn gibt es Schöneres im Leben, als zu bewundern das Neue und Ehrfurcht zu zeigen vor der niemals endenden Schöpfung der Welt?
Ist das hier etwa ein Lager von Entdeckern und Philosophen? So ist es. Wir kamen, eure Bräuche kennenzulernen, Wissen auszutauschen und auch Handel zu treiben. Mhm. Ich sehe gerade die Waffen hinter ihm. So willst du Handel. Deine Heimat. Ich würde gerne etwas darüber hören, wenn du die Zeit hast. Wenn du Zeit hast. Denn über mein Zuhause könnte ich erzählen, bis deine Ohren welken und deine Beine schwach werden. Was man hier Ophir nennt, sind in Wahrheit viele verschiedene Länder und Völker. Ein Land ist es mit weiten Steppen, gewaltigen Bergen, kristallklaren Seen und unberührter Wildnis. Ein Land gefallener Imperien, Königreiche auf dem Höhepunkt ihrer Macht und Stämme, die keine Könige kennen. Doch dafür die Zeit, als die Welt noch jung war. Welches Land nennst du dein Zuhause? Eine Stadt mit Türmen, die Nilfgaard vor Neid erblassen lassen würde. Mit Philosophen, Ärzten, Mathematikern und Magiern. Doch über letztere solltest du meinen Freund befragen, denn er ist einer von ihnen. Ein Runenschmied. Ich werde mit ihm reden. Okay, liebe Entwickler, jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Klingt ja schon ein bisschen so nach, ja, nach einer orientalischen Welt, war in diesem Sinne. Renne ich jetzt gerade ein bisschen an Anno. Überleg gerade, Anno 1404, war? Jo, müsste das gewesen sein. In Okzident und Orient, oder? War dort das ähnlich? Ist die Frage halt, ob das vielleicht das nächste Ziel wäre von M hier. Könnte sein, war. Aber ich denke jetzt nicht, ich meine, das Add-on hier ist wieder viel zu klein, um da irgendwie Ophir unterzubringen. Der blutet Wein, ob das wird Ophir enthalten, oder vielleicht sogar irgendwie noch ein drittes Add-on vielleicht irgendwann. Alter, wird Witcher 3 aber riesig. Und noch riesiger, als er ohnehin schon ist. Oder aber das ist eine Anspielung für The Witcher 4. Mit dann Ciri in der Hauptrolle. Könnte ja sein. Gut, aber genug davon. Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen? Bin aber sehr gespannt. Was gut, meistens von neue Gewinnkarten. Scheiße. Also muss ich doch nachher, wenn ich da New Game Plus mal durch habe, nochmal mit ja. Die Hearts of Stone nochmal da. Obwohl. Das ist ja nichts Besonderes. Hey, die habe ich ja schon. Also trotzdem mit. Bisschen verarschen? Von dem gibt es eine Karte von Gauntodim? Okay, muss da nochmal ran. Das sind zwar interessante Dinge. Ophirische Tunika und verzierter ophirischer Säbel. Man sieht schon, sind alle schwächer, als wir aktuell dabei haben. Doch interessante Sachen hat, aber. Was? Ah! Das wäre die Kohle. Mann! Naja, scheiß drauf. Ist was Neues? Bernsche Fragment? Nee, kennen wir auch schon. Mal ganz kurz. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Sag mal, was ist eigentlich Ophir 5 folgt? Der hier kann die Gemeinsprache problemlos, der andere kann es irgendwie nicht und ja, wir können hier scheinbar ein neues Pferd kaufen. So, Plötze. Naja, wieso eigentlich nicht? War auf ein Add-on. Was ich eigentlich machen wollte, was anderes. Nicht. Zack, zack, zack. Dann mal das hier ein bisschen aktualisieren, sonst geht mir das Sternsymbol ein bisschen auf den Keks. Ophir, das unbekannte Land. Also in der Hinsicht natürlich uns die Entwickler jetzt echt ein bisschen kickrig aufgemacht von wegen, nein, wir wollen es wissen, was ist es Ophir genau, wie kommen wir da hin? Da heißt plötzlich so, nö, geht hier nicht bei The Witcher 3. Mal gucken, den Königreiche. Bitte was? Soll das mit neu... What? WTF? Ach du Scheiße! Ja, dann schlecht, ey. Bin ich gleich. Ja, das ist okay. Jetzt kannst du den Typ in jedem Deck spielen. Na, Prosmals. Das ging vorher nur Scoria Tail Monster. Jetzt kannst du ja noch zocken. Geil. Counter-Team Finsternis, den gibt's mehrmals. Alter, was ist das für ein krasser Typ? Nur eine Karte drin. Wollen wir ganz kurz Anführer wechseln. Wir haben hier noch was zu ihm gekauft, war. Es gibt eine neue Anführerkarte, wäre wahnsinnig. Was? Verdoppelt die Stärke AK mit der Fähigkeit Spion! Die Entwickler sind wahnsinnig. Alter, mal so.
Alter, leck mich am Sack. Früher gab es nur 4, jetzt gibt es noch 5. Invaser des Nordens, also wir verarschen, wa? Hier kann ich herstellen. Legt auf beide Spieler. Oh oh. Was sind denn beide Fulltests? Hey, komm on, aber Fulltest auch bei Witcher 3 zocken, dann geht er nicht, das ist schon tot. Das ist eher ein bisschen. Ja. Sohnes Mittel ist das gleiche der Stähler, ne? Naja. Squirtel, was hatten die gut Francesca Neues? Drede Sian Keinte, ein Seide, einen allen Eil Koeden. Verschiebt Einheit mit der Fähigkeit Gewandtheit auf die optimale Reihe. Gewandtheit? So, Gewandtheit! Ja, jetzt, Entschuldigung, das sind ja die mit dem Switchen. Also sprich Nahkampf oder Fernkampf. Leck mich am Arsch. Okay, das hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Den hatten wir schon. Ihn auch. Ja, also in dem her, geil. Muss man mal so erwähnen. Ich speichere nochmal ganz kurz, das ist vielleicht sicherer. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Wenn ich ihn so ansehe, kommt plötzlich irgendwie einer von den 3 Königen in den Sinn. Hübsches Pferd hast du da. Ah ja, Babietza ist eine treue Gefährtin. Und sie ist klüger als viele Menschen. So viele Rennen haben wir gewonnen. Also ein Entdecker und schneller Reiter in einem? Wo ich herkomme, reiten kleine Kinder. Und jede Versammlung wird mit einem Rennen gekrönt. Ach so, scheiße, dazu können wir das Pferd abkaufen. Ich habe viel über Stuten aus Ophir gehört, dass sie schnell sind. Lust auf ein Rennen. Schnell wie der Westwind sind unsere Pferde. Das zu zeigen wäre eine Ehre. Also ein Rennen. Geralt, also in der letzten Folge ist noch erwähnt, war O4 sagt mir nichts. Jetzt plötzlich, ah ja, stimmt ja, das sind die schnellsten Pferde und so weiter. Führe dein Ross an seine Grenzen. Naja, ich habe schon ein paar Rennen gemacht, also von dem her. Hier ist vor allem das mit der Ausdauer, aber ihr seht, ich habe ziemlich viel Ausdauer, daher kann ich mir einiges erlauben. Also, weiß man ein schnelles Pferd. Wow! Ja, hatte ich schon mal bei New Game Plus. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder das wirklich so sein soll. Jedenfalls, was mich gerade wundert, ist, dass die Auslaufen plötzlich so langsam eigentlich runtergeht. Eigentlich müsste die viel schneller runtergehen. Weil so einen guten Sattel braucht es auch wieder nicht. Komm schon. Naja, Moment, muss zuerst der Ausdauer. So, jetzt geht's. Also ganz ehrlich, Leute, Pferderennen sind relativ simpel. Also vor allem kannst du die Gegner meistens ziemlich gut zur Seite schubsen, daran hin und dich zu überholen. Obwohl ich das Gefühl hatte, im Changelog was gehört zu haben und gelesen zu haben, von wegen, das geht nicht mehr so gut, sie hätten es gefixt. Naja. Gewonnen. Schnell wieder Westwind. Stuten aus Ophir sind vielleicht schnell wie der Wind, aber nicht so schnell wie Plötze. Ich gratuliere dir. Einen Sattel bekommst du, als Andenken an unseren Wettstreit. Damit wirst du ein noch schnellerer Reiter. Danke. Was sagst du dazu, Plötze? Ha, wie ein Mann sein Pferd behandelt, sagt viel über ihn. Unsere Legenden erzählen von einer Zeit, als die Liebe zusammenbrachte den Himmel und die Steppe. Und so wurde die erste Stute geboren. Schwach waren die Menschen. Sie fielen zahlreichen Gefahren zum Opfer. Die Stute zog sie groß und nährte sie mit ihrer Milch. Sie wurden stark, dann ließ sie aufsatteln. Sie wurden zu Kriegern und kämpften gegen all ihre Feinde. Die Legenden lehren uns, unsere Pferde zu achten, denn sie sind edel. Schöne Geschichte. Danke dafür. Und für das Rennen. Man merkt schon, er redet gerne und viel. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei... Ja, kennen wir bereits. Obwohl ich mich frage, woher er die Gemeinsprache so gut kann. Aber anderes Thema. So, mal gucken.
Alter, 85 Ausdauer, ja, leck mich an. Das ist natürlich krass. Ja, diese scheiß Trophäe hier. Eine Bonuserfahrung mit Monster. Ja, kann nicht schaden. Gut, jetzt noch ein bisschen durchgeritten, weil das heißt, wir haben doch jetzt noch ein paar neue Gebiete. Oh, wow, wow, wow. Okay, man sieht, was hier alles neu ist, oder alle neue Fragezeichen, weil die anderen hatten wir schon alle. Überall neue Quests aussieht. Ach du Scheibenkreis, gut, das sind alte Quests noch. Hier sieht man ganz gut, gelb sind halt alte Quests, oder? Sprich, das sind die noch von Wild Hunt und blauen sind die von Hearts of Stone. Kumpel, du zeigst mir die falsche Quest an, ja? So, er rollt dich hin. Sehr geehrter Runenschmied. Hallo. Ich grüße dich. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Versteh mich nicht falsch, aber ehrlich, die Welt muss man nicht großartig preisen. Ah, Nordlinge. Immer unsympathisch, legen das Gesicht in Falten, missmutig, kritteln sogar an Begrüßungen rum. Aha, aber jetzt bin ich griesgrämig. Und du willst handeln. Leider kann ich dir nichts schmieden. Ich habe alles verloren. Auch mein Werkzeug. Was mir gerade so auffällt, die nennen uns alle Nordlinge. Das heißt also, weil also Nilfgaard ist im Süden, heißt irgendwie, dass Ofi noch weit im Süden unten ist? Weil wo soll sonst sein? Im Osten? Ich glaube nicht unbedingt. Weiter Norden ist eigentlich auch unlogisch, dort liegen die Drachen, wurde uns schon öfters im Spiel hingewiesen. Westlich gibt noch weniger Sinn. Naja, vielleicht doch westlich jenseits des Ozeans, wa? Warum sind sie dann hier und nicht auf Skellige? Vielleicht doch im Osten? Na, keine Ahnung. Bist du Handwerker oder Magier? Deine Sprache hat kein Wort für meinen Beruf. Ich bin Gelehrter, Handwerker und Magier zugleich. Gematrie, Runenherstellung. Sagen dir diese Worte etwas? Nein, aber Runenherstellung erklärt sich ja wohl von selbst. Stimmt. Aber mein Handwerk reicht noch weiter. Runen und Glyphen fertige ich zuerst. Dann ordne ich sie zu mächtigen magischen Worten an. Diese Kunst hat viele praktische Anwendungen. Korrekt angefertigte Runensteine in ein Schwert als magisches Wort eingesetzt, verleihen der Klinge größere Macht als bei zufälliger Anordnung. Solche Worte können auch aus Glyphen bestehen und in Rüstungen eingesetzt werden. Das klingt jetzt mal eng geil. Oh, da hätte ich aber gut bei der Schlacht von Kaer Morhen oder gegen Eredin am Schluss gebrauchen können. Naja, vielleicht bei New Game Plus dann. Also, manchmal löse ich Probleme. Und ich habe sogar schon verschwundene Gegenstände zurückgeholt. Für mich kannst du das nicht tun. Ich war auf einem großen Schiff. Es sank und hat meine Instrumente in die dunklen Meerestiefen gerissen. Einen Ersatz zu kaufen ist nicht möglich? Spezialanfertigungen waren das. Nach eigenem Entwurf. Ein Vermögen haben sie gekostet. Und all mein Geld, das ich bei mir trug, liegt ebenfalls auf dem trüben Meeresgrund. Ja, da müssen wir halt tauchen, wa? Ja, das Problem, wir haben Yen nicht dabei, soviel ich weiß, kommt es bei Hearts of Stone gar nicht vor. Triss also demzufolge auch nicht. Fringilla können wir auch vergessen. Shani kann nicht zaubern, wegen lange Luft anhalten und so. Wir haben also ein kleines Problem. Deine Fähigkeiten könnten mir vielleicht nutzen. Daher würde ich dir gerne helfen. Was hältst du davon, wenn ich dir das nötige Geld bringe? Du könntest es mit Runen und Glyphen zurückzahlen. Ganz sicher? Eine hohe Summe brauche ich. Selbst einfachste Glyphen erfordern teure Werkzeuge, von fortschrittlichen oder meisterlich gefertigten ganz zu schweigen. Keine Sorge. Ich glaube, das wird eine gute Investition. Alter, 5000! Gut, das wäre bei New Game Plus kein Problem für mich, aber hier, scheiße. Okay, ich sehe schon, dass wenn wir erst am Schluss Let's Plays machen, dass es sowieso nichts mehr nützt. Hilfe. Nee, ich muss ein bisschen mehr Sidequests machen für die Kohle. Wie du darüber sprichst, klingt eher nach einem Mann des Glaubens als nach einem Gelehrten. Glauben und Gelehrsamkeit sind für dich ein Widerspruch.
Doch in meinem Land sind Heilige auch Wissenschaftler, und Weisheit ist die Quelle ihres Ansehens. Glauben die Ophiri an irgendwelche Götter? Das hängt von der Region ab. Ich glaube an einen Gott, die Welt. Durch Symbole spricht er, und durch das Studium seiner Worte kommen wir ihm näher. Symbole, also Runen und Glyphen. Nur Zeichen sind es. Ein Versuch unvollkommener Menschen, die Welt zu beschreiben. Aber über Magie verfügen sie, und von Gott geht alle Magie aus. Wenn ich Runen herstelle und zu Worten anordne, das ist mein Gebet. Und sie mit einem Schwert zu verzaubern, das ist mein Segensspruch. Ich muss ja zugeben, wie die Ophiri hier sprechen, finde ich schon noch beeindruckend. In jeder Situation vollkommen gelassen, vollkommen eindrücklich, kann man durchaus auch so sagen. Und trotzdem, ja, jetzt habe ich gerade ein Wort nicht mehr, was ich gerade sagen wollte, und trotzdem deutlich so. Ich frage mich wirklich, was dich in unsere Gegend führt. Ganz einfach. Der Wissensdurst. Mein Mentor hatte mir alles beigebracht, was er wusste. Ich habe all unsere Sprachen erlernt. Ich kenne die Namen all unserer Pflanzen und Tiere. Solch eine lange Reise wegen neuer Worte? Im Überfluss hätte ich zu Hause leben können. Respektiert für die Schönheit und Wichtigkeit meiner Kunst. Aber das wäre nicht erfüllend gewesen. Groß und vielfältig ist die Welt, da ihre Erschaffung weiterhin andauert. Ein Rätsel ist sie, das durch Symbole spricht. Die Sprache der Welt will ich erlernen. Die Zeichen entdecken, durch die sie spricht, und ihre Syntax beherrschen, um die Prinzipien der Schöpfung selbst zu begreifen. Der Monolog ist geil. Der Monolog kannst du 1:1 bei Programmieren übersetzen. Der ist aber echt so. Die Sprache der Welt, im Prinzip kannst du auch sagen, World Wide Web, war, ist im Prinzip, also ja, ist eine andere Sprache von dem her, also mal als Beispiel. Die Zeichen entdecken, durch die sie spricht. Klar, zum Beispiel HTML oder ganz gut übersetzen, ihre Syntax beherrschen. Gut, es geht vor allem mehr um die ganzen Zusatzsprachen, halt, vor allem mit PHP, JavaScript, Ajax etc. was es alles gibt. Und die Prinzipien der Schöpfung selbst zu begreifen, wie du halt einfach alles quasi erschaffst. So. Programmierer sind ja Erschaffer, sei es jetzt von neuen Spielen, sei es eine neue Webseite, was auch immer. Danke. Bis dann. Gut, wir haben viel mitbekommen. Sie haben uns sehr viel erzählt, die Ophiri, über ihre Heimat. Und ich muss sagen, doch, es ist faszinierend, was sie alles dazu sagen. Nur scheinbar sind es die einzigen Ophiri hier, die beiden. Weil die anderen sehen wieder wie Nordlinge aus. Das ist eigentlich auch schon Nordlinge, war. Egal, in diesem Sinne. Oh, neues Symbol, geil. Jo, also es ist eben ein neues Feature hier, die Runenschmiede, wie die genau sind. Wir wissen nachher genau aussehen, was sie alles können. Das werden wir noch erfahren, ob das schon bald. Auch 5000 war. Oh. Das wird lustig. Gut, ne, wir werden sicher hinkriegen, das ist kein Problem. Aber nicht mehr heute, Leute, sondern erst das nächste Mal frühestens. Gehen wir nämlich die nächste Quest an. Und zwar Rose auf einem weiten Feld war. Naja, genau, das war ja das eine da. Die andere Quest noch. Die vielleicht auch noch. Und dann aber sicher wieder mal zurück zu Olgierd gehen. Olgierd, Entschuldigung, zu Olgierd zurückgehen. Um mal zu gucken, was genau mit dem Typen los ist und was er gegenüber Gaunto, die ihm überhaupt eine Schuld hat, wa? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen!